Eigentlich müsste die Stechpalme in den bayerischen Voralpen erfrieren. Trotzdem wächst der Baum hier. Hat er sich an die Bedingungen angepasst oder ist das bereits ein Zeichen für den Klimawandel? Das wollen Forscherinnen und Forscher der Hochschule Weihenstephan und der TU München herausfinden. Uns interessiert natürlich, was ist das für ein Lebensraum? Wie groß ist die? Wie alt? Vielleicht können wir auch Schlussfolgerungen ziehen, wie die hier hingekommen ist. Auf jeden Fall ist es ja was ganz Besonderes und was Aufregendes, dass die Anna Klages jetzt hier so ein hochgelegenes Vorkommen gefunden hat. Das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, hier mit meinen Kollegen. Vor einem halben Jahr hat Anna Klages hier auf über 1300 Metern Höhe eine Stechpalme entdeckt. Ein Höhenrekord. So, und hier an dem Hang, da unten, da müsste jetzt die Stechpalme wachsen. Ich dachte jetzt sagen, wir gehen jetzt mal runter und ich suche die. Und wenn ich es habe, dann schreie ich euch. Gut, ja, dann warten wir hier. Genau. Anna Klages ist eine von 5 Studentinnen und Studenten, die für die Hochschule Weihenstephan Triesdorf das Vorkommen der Palme in den gesamten Voralpen kartieren. Es geht um die europäische Stechpalme Ilex aquifolium. Vor allem in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz wächst der Ilex in vielen Bauerngärten. Dabei verträgt die Pflanze keinen Frost unterhalb von -18 Grad. Sie braucht mildes, feuchtes Klima und ist eigentlich am Atlantik im Westen Europas sowie in Italien heimisch. Warum sie am Nordrand der Alpen überlebt und wie sie hierher kam, weiß niemand genau. Die vielen Ilexe in den Gärten fand Josef Faas sofort auffällig, als er vor einigen Jahren in den Isarwinkel zog. Dann entdeckte er sie auch im Wald und wollte wissen: Kommt der Ilex vom Wald in die Siedlungen oder ist hier gepflanzt worden und ist dann sozusagen in den Wald gewandert? Und das ist die Frage, das was ich so spannend finde. Und da habe ich mir erhofft, dass man da vielleicht was rausbringt. Ist der schon sehr lange bei uns? Ist das ein besonderer Ökotyp oder ist das eine Gartenpflanze, die sozusagen ausgebüxt ist? Leopold Haberl ist für das Ilex-Forschungsprojekt im Chiemgau unterwegs. Bei seiner Suche im Bergwald findet er so viele Stechpalmen, dass er sie gar nicht alle zählen kann. Viel mehr als erwartet. Hier haben wir 1, 2, 3 mal über 3 Meter, 2 Stück 1 bis 3 Meter und einmal unter 1 Meter. Stechpalmen können bis zu 20 Meter hoch werden. Doch in Bayern sind die größten nur bis 8 Meter hoch. Die Vermutung, in besonders kalten Wintern sterben die Ilexe immer wieder ab. Die hiesigen Bäume sind also noch jung. Jetzt, im Klimawandel, haben sie bessere Überlebenschancen. Für die Region der nördlichen Kalkalpen und der Voralpen ist der Ilex auf jeden Fall ein Baum der Zukunft, der sich hier auch weiter halten und wahrscheinlich auch ausbreiten wird. Doch weiter oben am Berg sind die Bedingungen viel rauer, eigentlich ungeeignet für den Ilex. Wie hat Annas Fundstück auf 1350 Meter Höhe überlebt? Dieses Rätsel wollen die Forscher heute lösen. Doch Anna sucht und sucht. Hier ist die Stechpalme gewesen. Nur noch der Wurzelstock ist übrig. Offenbar wurde der Ilex vom Almbauern zurückgeschnitten. Wären wir nur früher gekommen. Es ist schon traurig, weil es war halt einfach der Höhenrekord, ich glaube sogar bayernweit. Und jetzt ist die einfach weg und man ist ganz umsonst hochgelaufen. Und ja, es ist schon sehr schade, weil eigentlich stört sie hier ein Korn, kann man zumindest meinen. Ja, das tut mir schon leid um die Stechpalme. So sah sie aus, als Anna sie vor einem halben Jahr fand. Aber vielleicht ist sie noch nicht ganz tot. Anna entdeckt etwas. Diese grüne Rinde, das ist auch eine Besonderheit von der Stechpalme. Solange die Rinde grün ist, ist die auch noch photosynthetisch aktiv. Also es kann tatsächlich sein, dass die dann nur mal austreibt. Aber Garantie geben kann ich da jetzt keine. Das Team glaubt, dass die Pflanze schon häufiger zurückgeschnitten wurde. Neben der grünen Rinde entdecken sie noch ein paar grüne Blätter. Jetzt sind sie sicher, die Pflanze lebt. Also wir sollten auf jeden Fall eine DNA-Probe, also sprich ein Blatt mitnehmen,
weil das ist ja die am höchsten wachsende. Das heißt, wenn wir da eine genetische Anpassung erwarten, dann ist es wohl bei der Pflanze. Hanno Schäfer will die DNA des Ilex an Ort und Stelle analysieren. Ein halbes Blatt genügt. Hat dieser Ilex Gene, die ihn vom bekannten Ilex aquifolium unterscheiden? Gene, die ihn vielleicht besser mit dem Frost zurechtkommen lassen? Die DNA des zerkleinerten Blattes kommt in ein mobiles Sequenziergerät. Dann heißt es warten. Wenn es was Eigenständiges wäre, dann ist eben die große Frage, gibt es dann hier jetzt schon Anpassungen an dieses strengere Klima? Bei der Analyse stellt sich heraus, die DNA dieses Ilex unterscheidet sich nicht von den bisher bekannten. Doch vielleicht hat sich die Pflanze individuell, also epigenetisch, an die Umweltbedingungen angepasst. Und diese Anpassung könnte sie auch an ihre Nachkommen weitergeben. Hier haben wir es wirklich mit der Kernverbreitung von Ilex in Bayern zu tun. Und jetzt wird spannend, ausgerechnet in einem Gebiet, was nicht besonders warm ist. Und wo es auch eigentlich, wir kennen es, gibt hier manchmal Pulverschnee und es gibt hier manchmal minus 25, minus 30 Grad. Daraus schließe ich, dass diese Alpenpopulation wirklich einzigartig in Bayern ist. Möglicherweise verträgt der bayerische Ilex also viel mehr Frost, als bisher bekannt war. Gleichzeitig sorgen steigende Temperaturen in den Alpen dafür, dass einzelne Pflanzen immer höher wandern. Die Wissenschaftler müssen weiter forschen.